Die Nacht hat ihre eigene Stimmen, die sie tief zwischen am dunstigen Nebel verbergen. Die schwarze Waldeinsamkeit hat ihren eigenen Rhythmus, der sie an die Astel vor die Bäume schmiegt. Ja, eine eigene Muse, die man im leisen Pfeifer vom Wind hört und die sie manchmal wie ein Flüstern anfällt. Sie singt für diejenigen, die zuhören, ob freiwillig oder auch nicht. Ich hab's gehört in der Nacht. Trostlos und nasskalt ist's gewesen, wie ich auf dem Heimweg war. Der Wind hat durch die kahle Astel der Baumpfiffer, die wir verdrahtet Gestalten an Wegrand gesamt haben. Der Regen der vergangenen Tag hat am Boden aufgewacht, so dass meine Stiefel mit jedem Tritt immer weiter in die lehmige Erd eingesungen sind. Wie zum Trotz gegen das Sauwetter hab ich einen Krong von meinem Mantel noch mehr aufgeschlagen, obwohl das gegen das eisig kalte Wetter, das mir durch Mark und Bein gegangen ist, nicht viel geholfen hat. Insgeheim hab ich mich dafür verflucht, dass ich auch grad den Weg genommen hab, nur weil ich glaubt hab, dass er mir ein wenig Zeit erspart. Wie ich an dem Abend aufgebrochen bin, hab ich das noch für eine gute Idee gehalten. Als Veterinär war ich ja auch gewohnt, dass ich durch abgelegene Landstriche komm. Ein alter Bauer in einem kleinen Weiler hat mich rufen lassen, damit ich nach seiner Kuh schau, die angeblich schwer krank war. Also hab ich mich auf den Weg gemacht. Der arme Tropf hat aber Pech gehabt an dem Abend. Ich hab mich zwar geschickt, dass ich so schnell wie möglich zu seinem abgelegenen Bauernhof hinkomm, hab aber nur noch die letzten Atemzüge von dem Viech mitgekriegt. Er hat nimmer mehr tun können, als dass er mir ein paar Münzen als Zeichen seiner Dankbarkeit mitgibt, bevor er mich wieder auf den Heimweg gemacht hab. Der Himmel über mir war eine dichte Masse aus Wolken, nur hier und da hat der Wind einen Spalt gerissen, durch den der Mond sein bleiches, krankes Licht auf die Landschaft fallen hat lassen. Der Wald hat sich vor mir übern Horizont ausbreitet, wie ein lebendige Schwirzen, ein Meer aus Schatten, verzerrt und woget im Wind. Ich war storniert und hab gewusst, dass ich's da haben werd, vor Mitternacht daheim zum sein. Also hab ich mich entschieden, eine kleine Abkürzung zum gehen und den Weg übern Schneideranger zum nehmen. Ich hab von die Geschichten gehört gehabt. Die Bauern haben nur ungern über den Ort gesprochen. Man hat sich verzeiht, dass der Platz dort verwunschen war, unfruchtbar und voller Boshaftigkeit. Aber als Mann der Wissenschaft hat der Aberglauben in meiner Welt keinen Platz gehabt. Und doch, wie ich den schmaler Pfad betreten hab, der sich durch das Holz gezogen hat, war's mir, als wenn ich ein Gefühl der Beklommenheit gespürt hätt. Für einen Augenblick war's, als wäre alles um mich schwer und starr, so als ob die ganze Welt auf einmal die Luft anhalten tat. Das Wegerl, auf dem ich gegangen bin, war kaum mehr wie ein schmaler Straf Schlamm, der sich zwischen dem Wurzelwerk von die uralten Bäume dahingewunden hat. Die Finstern ist dichter worden. Die
Stille mich druckete. Und zwischen die Bäume hat sich irgendwas bewegt. Vage, nebelgleiche Gestalten, die in der Düsternis tanzt haben und nur zum Singen waren, wenn man nicht direkt hingeschaut hat. Ich weiß nicht, wie lang dass ich unterwegs war, wie mich ein Geräusch aufschrecken hat lassen. Es war zuerst nur ganz leise zum Hören, aber in der dunklen, stockstaden Waldnacht ist mir sogar das dezente Geräusch durch und durchgegangen. Ja, am Anfang hab ich gemeint, dass der Wind waret, der durch die Baumwipfeln streicht. Aber nachdem ich Stat gehalten und gelust hab ich's als Muse deuten können. Fremd und schwankert ist mir durch Dunkelheit entgegengeschwebt, wie wenn's genau so gesponnen waret, wie der Nebel mich trügerisch, wandelbar und nicht zum der Glange. Neugierd hat mich druckt, während ich gleichzeitig abgestoßen war, hervorgerufen durch die launischen Melodien, die nicht von der Welt kommen haben können. Trotzdem bin ich in die Richtung geschlichen, von der ich gemeint hab, dass mich nicht an den Ursprung von dem Klang bringt. Der ist mit jedem Schritt, den ich da hab, her und gereischerter worden. Eine Melodie, aufbaut auf Töne, die in seltsame, verquere Muster durch Nacht geheut sind. Geigen und Flöten ist mir in Sinn gekommen, aber gespielt auf ein Ort, die Instrumenter gemortet haben muss. Tonfolgen, die mich frösteln haben lassen. Die Astel von die Baum haben einen fast undurchdringlichen Dom über mir Bild gehabt, der kein Licht mehr durchgelust. Die Baum mich haben sich dichter zusammendrängt. Wie ein Schlafwandler, verborgen im Finstern der Nacht, bin ich dahingeschlichen, bis ich einen Ursprung von denen Töne ausgemacht hab. Dann hab ich's gesehen. Der Wald hat sich vor mir zu ner Lichtung aufgetan, auf derer sie blasse, schemenhafte Gestalten bewegt haben. Nach derer druckenden Eng, dem Netz aus Astel, die einen Himmel verdickt haben, hat sie die Bläss fast wie ein Spott angefeit. Ich weiß noch, es waren Weiber auf derer Lichtung, von jung bis alt, auch wenn ich mich nicht genau an die Gesichter mehr erinnern kann, aber vielleicht ist das auch besser so. Ob mein Hirn zwei Details verdrängen wollt, um wenigstens einen Rest geistiger Gesundheit zum behalten, oder ob das andere Ursachen hat, kann ich im Nachhinein nimmer sagen. Was sie allerdings in mein Hirn einbrennt hat, waren die Umrisse, die Körper und ihre Bewegungen. Mit bloße Füß sind's über den Erdinger Platz gewirwelt, ein Bohn niedertrampelt, wie wenn schon seit Jahrhunderte da was tanzt, gewandelt und gehaust hätt. Keine Bladel, kein Gras, nur snuckerte Haut, durchzogen von unregelmäßigen Linien, die zu alt waren, als das bloß Spuren gewesen waren, auf die der Mond sein blass Licht wirft. In einem kreiserten Rhythmus mit ruckartige, verzerrte Bewegungen, so abseitig, als ob eine Gliedmaßen
andere Gesetze gehorchen daten, als die, denen mir Normalsterbliche unterliegt. Weit, voller Ekstase, haben's eine Art Tanz aufgeführt, bei dem sie sich gewunden haben, so, als ob ihre Gelenker nicht richtig verbunden warten, während's überm Boden gewirbelt sind. Als hätt der Tanz ihre Gelenker neu geordnet, wie wenn's keine Grenz mehr zwischen Fleisch, Muse und Schatten mehr gabert. Die Füße haben den Boden kaum berührt. Ihre Körper haben sie in unmögliche Winkel gewiegt, während sie die Gliedmaßen verrenkt, geruckt, zuckt und sie umschlungen haben. An eine Gestalt kann ich mich besonders gut erinnern, weil's mir vorgekommen ist, als ob's 2 Arme und Haxen gehabt hätt. Während's ihre Arme in dem atonalen Takt rundum geworfen hat's auf mich gewirkt, als ob's in der einen Sekunden zu lange Arme hätt, während's im nächsten viel zu kurz waren. Andere ist aus dem Gewurl an dämonische Körper an Rand von dem Platz gekrochen, wie ein Insekt, ein Tausendfüßler oder ein Spinn, während's ein Bugel auf unnatürliche Weise durchbogen hat und mit ungelenkig Schritt ein Rand von der Lichtung abgestackst ist. Da waren aber auch andere Gestalten drunter, Wesen mit menschenähnliche, borterte Gesichter in ihrem Haupt, das von krumme Händel gekrönt war, feibedeckte, zoderte Haxen mit gespaltene Hufe haben's drang und ihre goldenen Augen haben boshaft im Mondlicht gefunkelt, während's auf Flöten und Geiger gespielt haben. Die Muse, das ihre Instrumente entlockt haben, war wie die Komposition von einem Wahnsinnigen, eine Melodie ohne Muster, aber mit einer urtümlichen, unerklärlichen Kraft, die das Blut in meine Adern schneller fließen hat lassen. Ihr niederträchtiger Blick ist nicht einmal auf die Instrumente gefallen, sondern hat stets auf die Tänzerinnen gehofft, und ich hab gespürt, dass sie's beherrscht haben, wie tierhafte Puppenspieler, die verzerrte Marionetten in die Klauen haben. Und jetzt, wie ich das verzeih, fällt mir doch noch was zu den Gesichtern ein. Ich hab noch nie so einen Ausdruck in einem menschlichen Antlitz gesehen. Verzerrt, als ob's im höchsten Genuss und gleichzeitig tiefsten Wahnsinn gefangen wartend. Ich selber hab mich nimmer bewegen können. Die Zusammenkunft da, das Gewimme, die Muse, ja der ganze Ort war falsch, nicht von der Welt. Und dann, mit einmal, hat die Musik gestoppt und sie haben Start gehalten. Alle miteinander, haben ihren Kopf in meine Richtung draht und ihre weißen, klaren Augen auf mich gerichtet. Klirrende, hohe Augen, die mich durchbohrt haben, während die verdrahten Körper in die unmöglichsten Verrenkungen eingefroren waren. Auch ich bin da gestanden, ohne dass ich Luft krieg. Fast eine Ewigkeit sind wir also da gestanden, bis sie ganz langsam eine von die Hexen aus der Masse gelöst hat und auf mich zugegangen ist. Sie war alt, älter als alles, was ich jemals gesehen hab, mit ner Haut, die von
tiefe Furchen durchzogen war, mit einem krummen Bugel, als wie wenn's die Last von Jahrhunderte tragen tat. Und doch hat sie sich mit einer Geschmeidigkeit und Lautlosigkeit bewegt, die mich an eine Raubkatz erinnert hat. In die langen, Ohrringer Finger hat's was gehalten, ein Lorndierchel, zerrissen und so drickert, dass von dem ursprünglichen Weiß nix mehr zum Singen war. Umklammert von gesplitterte Fingernägel, so schwarz wie ein Ruß. So hat's mir's hingehalten und hat nur einen Satz gesagt. Ein Geschenk für die und für dein Dirndl. Ich wollt's nicht nehmen, aber irgendwas hat meine Arm auf die Höhe gezwungen, meine Hände dazu gebracht, dass ich ihr das Bindel abnimm. Die Weid um mich hat sie zusammengezogen und die Muse hat wieder eingesetzt. Ein chaotischer Strudel aus dem missgestaltener Klänge von Flöten und Geigen, gemischt mit den Kreise, die die Hexen immer schnell um mich umgezogen haben. Der Boden hat unter ihren Schritt bebt. Und dann ist alles schwarz geworden. Es hat schon dämmert, wie ich wieder aufgekommen bin. Ausgestreckt auf dem feuchten Boden, zudickt vorm Graben Nebeschleier, der sich überm Wald ausbreitet hat. Genauso klamm wie die Erd, auf der ich gelegen bin, war auch mein Gewand und mein Körper. Sogar auf meiner Zunge hab ich mir eingebeitet, war der feuchtgrabe Geschmack von Erden. Ein Schauer ist mir übern Bugel gelaufen, wird Erinnerungen an die letzte Nacht zurückgekommen sind. Die tanzerten Gestalten, die finsterne Hainmuse und das unfreiwillige Geschenk, das ich gekriegt hab. Benommen hab ich mich umgeschaut. Der Platz war leer, keine Spur von den scheichtsamen Tänzerinnen und ihren Musikanten. War das alles nur ein Traum? Mit zitternden Händen hab ich in mein Manteltaschen eingelangt und mein Herz hat schneller geschlagen, wie meine Finger das Stofftierchel berührt haben. Vorsichtig hab ich's ausgezogen, auf den Boden gelegt und ausbackelt. Ein Krapfer war da drin und ein silbernes Halskedel mit einem runden Anhänger, so edel gearbeitet, dass gar nicht recht daherpasst hat. Feine Gravuren waren drin zum Erkennen, die wir ineinander verdrahte Zweigerl ausgeschaut haben und sie rund um den Anhänger gezogen haben. Benommen hab ich das Zeug wieder ins Tierchel eingeschlagen, hab's in die Taschen von meiner Juppen gesteckt und mich auf meine Haxen gezwungen. Jeder Muskel in meinem Körper hat mir weh da. Und obwohl mir mein Verstand gesagt hat, dass ich die Sachen wegwerfen sollte, hat mich eine grausame Neugier davon abgehalten. So bin ich davon gestapft, während meine Gedanken um das kreist sind, was ich da erlebt hab. Kurz bevor ich wieder in unser Dorf gekommen bin, hab ich die Kirchenglocken läuten hören. Und da ist mir eine Idee gekommen. Vielleicht weiß der Pfarrer ein Rat, was da passiert sein kann und was ich mit den Sachen, die ich da aufgelesen hab, am besten machen sollte. Der vertraute Geruch von altem Holz, kalbem Stein, alten Weihrauch und am Wachs von Kerzen ist mir entgegengekommen, wie ich dir zu dem kleinen Kircherl aufgemacht hab. Eigentlich hat mich der Geruch immer beruhigt, aber diesmal hat er
gegen die dumpfe, unbestimmte Angst, die ich in meiner Brust gespürt hab, nix ausrichten können. Der Pfarrer ist am Altar vorn gestanden und hat einen silbernen Kelch gereinigt. Sein Gesicht hat miert ausgeschaut, als ob er in der Nacht was druckt hätt. Wie er mich gesehen hat er mich von oben bis und angeschaut. Ich hab furchtbar ausschauen müssen. Mein zaustes Haar, das dreckige Gewand und wahrscheinlich auch der Ausdruck in meine Augen. Einen Moment lang hat er nur geschaut, bevor er sein Kelch auf die Seiten gestellt hat und mir zgegengekommen ist. Sofort ist aus mir ausgebrochen und ich hab ihm alles der Zeit. Die Muse im Wald, den Tanz, die Hexen, die seltsamen Geschenke. Ich hab geredet wie ein Wasserfall, ganz so, als ob ein jedes Wärterl mich ein Stutz weit von dem befreien tat, was in der Nacht passiert war. Der Pfarrer hat mucksmeiserlstaat zugehört. Kein Wort ist über seine Lippen gekommen, aber in seine Augen hab ich gesehen, dass er gewusst hat, von wo sie redet. Wie ich fertig war, hab ich das Halskedel aus meiner Jackentasche gezogen und ihm vors Gesicht gehalten. Er hat kurz überlegt, dann aber doch nach dem Kettel griffen und hat's zwischen die Fingern draht, während er's vorsichtig untersucht hat. A feine, kunstvolle Arbeit, hat er gemurmelt. Die haben dir das Kettel für deine Tochter geben, sagst. Ich hab auf dies hin nur genickt. Sein Blick hat sich verdunkelt und er hat mir mit einer Handbewegung zum Verstehen gegeben, dass ich mitkommen soll. Er hat mich ausgeführt in das kleine Garterl vom Pfarrhof hinter der Kirche. Dort, bei einem Tieren und vergrippe den Zwetschgenbaum, der kaum mehr war wie ein Bündel knorriger Astel, da hat er Staat gehalten. Der Pfarrer hat das Kettel genommen und bedächtig um eins von die Astel gewickelt. Das, hat er leise gesagt, kehrt nicht in die Hände von Menschen. Nur Sekunden, nachdem er das ausgesprochen hat sie die Rinden von dem Baum verfappt, ist eindrickert und mitsamt dem Kittel zum Heiferl schwarzer Oschen zfallen. Ich bin fast einen Schritt zurückgestolpert. Der Pfarrer hat mich eindringlich angeschaut. Wenn's deiner Tochter das Halsbandel angelegt hättst, dann hätt's dasselbe Schicksal erleiden müssen. Nicht so schnell, aber sie war mit Sicherheit dran gestorben. Und dies da, hab ich gefragt. Den Grapfen aus der Tasche gezogen und ärmts gegengehalten. Der Pfarrer hat Augenbrauen zusammengezogen, das Gebäck in die Hände genommen und hat's aufgerissen. Statt der Marmelade als Füllung ist ein schwarzer, zager Schlamm ausgewollen, begleit vor einem greislig, süßen, faulinger Gestang. Gott bewahre, hat der Pfarrer gemurmelt, während er's Kreuzzeichen gemacht hat. Das hätt die umbracht. Oder noch Schlimmeres. Wie hypnotisiert, hab ich genickt und dabei zugeschaut, wie der Pfarrer ein bissl was von dem Schleim zwischen die Finger zerrieben hat. Mechanisch hab ich mein Händ in die Taschen von meiner Juppen wandern lassen und ein paar Bresel der Tast. Fieberhaft hab ich überlegt. Dies, was er dann noch gesagt hat,
ist nur noch dumpf zu mir durchdrungen. Denn dann ist mir ein Gedanke gekommen, oder sollte ich sagen, ein schleichender Zweifel. Genau in dem Moment hab ich krampfhaft drüber nachdenkt, wie viel Krapfen das waren, die mir die Hexen gegeben haben. War's nur einer oder zwei? Wo's war, bevor alles um mich schwarz worden ist? Gedankenfetzen sind von meinem inneren Augen auftaucht. Das zerrissene Bündel, das mir die Hex mit dem verzerrten Grinsen in die Hand gelegt hat. Das Gewicht in meine Finger, das klebrige, fettige, warme Gebäck, das waren doch mehrer als wir einer. Aber warum war dann nur noch einer in meiner Taschen? Vielleicht hab ich den zweiten verloren. Auf dem Weg zur Kirche muss er mir bestimmt aus der Taschen gefallen sein. Ist alles mit dir in Ordnung? Hat mich der Pfarrer gefragt und ernst angeschaut. Geistesabwesend hab ich seine Frage bejaht, hab mich knapp für seine Hilfe bedankt und bin heimgegangen. Das ist jetzt fast eine Woche her. Eine Woche, seit ich beim Pfarrer war. Eine Woche, seit der Baum unter dem Gewicht von dem Holzkittel datiert ist. Seitdem hat mich eine Frage nicht loslassen. Hab ich das Teufelszeug von die Hexen gegessen oder nicht? Manchmal war ich mir sicher, dass ich das nicht getan hab. Dann aber ist mir ein Beitel immer wieder wie ein Fiebertraum in meinem Kopf erschienen. Meine Hände wir's den Krapfer auseinanderbrechend und wie ich gierig einbeiß. Der süße Geschmack in meinem Mund, gemischt mit einem Hauch von Fäulnis und Erden. Ein kalter Schauer juckt mir dann über meinen Bugel, denn dann bin ich mir nimmer sicher, ob das nur Eibeid oder der Erinnerungsfetzen wirklich wahr ist. Ich hab versucht, das zum Verdrängen, aber je mehr Zeit vergangen ist, umso größer ist der Zweifel worden. Was nur Eibeid oder heut in der Früh bin ich dann aufgewacht. Mein Schäl hat unbannte weh da. Meine Augen waren drucker und haben brennt. Ich hab nach der Wasserkann auf den Nachttischl griffen und hab ihn fast verschütt, wie ich ihn in mich eingekippt hab. Dann ist mir ein Blick auf den Spiegel auf der Kommode gefallen. Für einen Moment hab ich gemeint, es liegt nur dran, weil ich grad aufgekommen bin und noch traumhappert war. Ich hab die Augen zusammenzwickt, blinzelt und bin fast aus dem Bett gefallen. Fassungslos bin ich natter an den Spiegel hindorkelt und war ganz gestarr vor Grauen. Was mich aus dem Spiegel angafft hat, war mein Gesicht. Aber es waren nicht meine Augen. Kein Weiß war mehr zum Sehen. Keine Pupillen. Nur ein tiefes, endlos Schwarz. Wie wenn sie ein abgrundtiefes Loch in meine Augen hineingefressen hätt. Während ein Schauder über mein Bugel gelaufen ist, hab ich schnell einen Schritt vom Spiegel weggemacht, hab blinzelt, meine Augenlider grimm, aber mein Spiegelbeitel hat mir gefolgt. Ich hab versucht zum Schrei, aber mein Kein war wie zugeschnürt.
Ich hab meinen Blick vom Spiegel ausgerissen, mein Magen hat sich verkrampft. Die Übelkeit ist ein Weiner über mich einbrochen. Und mit einem Mal hat sich mein Körper nicht krank, sondern fremd angefühlt. Ich weiß nicht, was mit mir passieren wird. Aber ich weiß, dass irgendwas sein Anfang genommen hat. Und ich fürcht mich davor, was noch kommt. Euch hat diese Episode gefallen? Dann abonniert meinen Kanal, indem ihr den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos anklickt. Aktiviert anschließend auch gerne die Glocke daneben, um immer über die aktuellsten Videos benachrichtigt zu werden.